Willkommen zurück hier bei Tales of Xillia 2, dem Endspurt eines grandiosen Rollenspielabenteuers und eines weiteren Ablegers der berühmten Tales of Serie. Tja, Part 94 wie gesagt, und wir werden heute das erste Ende ansteuern, beziehungsweise sogar beenden. Ja, das erste Ende ist ein bisschen traurig und so, und ich finde teilweise ein bisschen confused, aber bevor ich das mache, muss ich noch ein bisschen was vorbereiten. Erst einmal, was ganz wichtig ist, also was ich natürlich jedem von euch raten würde, außer er ist ein totaler Hardcore-Zocker und schafft es sowieso problemlos. Natürlich nicht, ansonsten für alle anderen kann ich nur den Tipp geben, gebt allen Charakteren, abgesehen von Luger, also erstmal das hier alles raus und gebt ihnen die schwächsten Waffen, die sie momentan haben. Wieso es wichtig ist, verraten nachher noch, weil es nicht zu viel vorverraten bereits, aber es wird sehr vieles vereinfachen vor allem. Das Kapitel, was jetzt gleich folgt, nach Kapitel 15 ist ja an und für sich schon traurig, aber das erste Ende, was noch ein bisschen daraus, ja wie soll ich sagen, heraussticht, das ist noch ein Zacken schlimmer, sag ich mal so. Muss man nachher alles wieder machen, aber das ist kein Problem. So. Alles gemacht, genau. Bezüglich allem Kugeln und Fertigkeit müssen wir eigentlich nichts weitermachen. Strategie können zwar was machen, bringt aber sowieso nichts. Was ich jetzt noch mache, doch, hier drin ist es. Und zwar stelle ich jetzt die Schwierigkeit des Spiels noch auf leicht um. Wie gesagt, für diejenigen, die sich jetzt denken, ja, ich zocke sowieso immer die ganze Zeit auf schwer, die können es natürlich auf schwer versuchen, war also kein Problem, aber, oh Moment, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Aber alle anderen, die so wie ich zocken, würde ich doch eher schon auf leicht tendieren, weil wie gesagt, dass es jetzt kommt, ist sonst auch normal knapp vielleicht zu schaffen auf gemäßigt, saumäßig schwer, aber schwer, wer das schafft, der hat meinen vollstes Respekt, ganz ehrlich. So, das gemacht und jetzt geht's endlich los hier mit Kapitel 15. Luger, my brother. Bakur now holds the key of Kresnik, and with El in the palm of his hands, we unfortunately only have one option left. A powerful member of our family must give his life to unfold the bridge to Canaan, and pave the way for another. That, I'm afraid, is the final trial that we face in front of us. A sacrifice to build the Soul Bridge. I'm waiting at Riza Harbor in Marksburg. Come find me when you've steeled yourself. When you know what you must do. Hey. If you don't mind, can you tell us the contents of his letter? Kapitel 15 Brüder auf ewig. Maybe El had already figured out that a human sacrifice was the only ticket into the land of Canaan. There's a secret to entering Canaan, and I possess it. The life of a Kresnik, correct? She must have concluded that you'd be the one sacrificed to build the bridge. Before we proceed further, there is something I must know. Do you believe you are capable of sacrificing your own brother in order to reach the land of Canaan? Gaius? Okay, die Entscheidung hier, ich bin nicht ganz so sicher, ob das bereits wichtig ist. Jetzt mal angenommen, ihr wollt auch das erste Ende bereits anstellen, würde ich trotzdem bereits zu R1 tippen. Natürlich nicht. It's only natural you would feel that way about this. Luger, why don't you stay here for the time being? We'll go speak with Julius.
I'm sorry. Luger. I was just stopping by to celebrate you paying off your loan, but, you okay? I just passed by Jude and the others. They were talking crazy talk. Something about building a soul bridge without you. Huh? But hey, isn't Julius back now too? We should totally paint the town red to celebrate. Just the three of us. What do you say? Luger? Ach du Scheibenkleister, was haben unsere Freunde wohl vor? Wollen sie wirklich bereits Julius opfern? Aber das können wir doch nicht zulassen, er ist unser Bruder, das darf einfach nicht sein. Tja, ich fürchte, es kommt noch sehr viel schlimmer. Erstmal müssen wir hier durch, denn sind bereits da drüben und da geht dann richtig die Post ab. Und ja, zumindest der Kapitelname, 2 Brüder, der gibt zumindest ein bisschen Sinn dann. Tja Leute, los geht's mit dem ersten Ende. What you see there is a soul bridge. Beasley just entered the land of Canaan. Don't tell me he used Elle! No, she's his weapon against Kronos. I'm guessing that Rideau, unfortunately, got the honor. Damn. Beasley never saw Rideau and I as anything more than tools for creating the bridge. That's just the sort of man he is. He's not coming, is he? He said he couldn't take his brother's life. I figured as much. He never changes. Can you do this? Yes. I'll spare you the trouble. But I will ask for one last favor. When all this is over, tell Luger. I'm sorry I was such a selfish brother. As you wish. No! Luger! Luger, this is what your brother wanted. He told us that if you weren't up to the task, we should come here on our own. And witness his end before becoming a soul bridge for us. I'm sorry we kept this a secret from you. Und hier ist ganz wichtig, Leute, wenn ihr jetzt mit dem ersten Ende fortfahren wollt, müsst ihr jetzt ab jetzt eigentlich immer R1 drücken, also sprich das, ja, das zweite, das rechte halt. Bei L1 würde das erste Ende abgebrochen werden, es würde zum zweiten und dritten Ende weitergehen. Wenn allerdings dann Point of No Return ist, bin ich nicht ganz sicher, ich glaube es können noch 3, 4 Momente, wo ihr immer noch wechseln könnt, halt zum zweiten, dritten Ende hin. Aber wir natürlich machen diesen Part so, wir werden immer R1 klicken. No. Unless one of us dies, the land of Canaan will forever remain out of our reach. Such is the fate of the scions of Kresnik. Don't feel too badly for me. His transformation has progressed that far? I'm a dead man no matter what. At least this way, my death will mean something to someone. Use my life. Let me be your path to the land of Canaan.
Das wäre wohl der Zeitpunkt, wo man sagen müsste, okay, gut, ich meine, Julius ist kein Anfänger, er ist nicht jung und so, er hat schon ein bisschen Erfahrung, er weiß, es gibt keine andere Möglichkeit und ja, von dem her gesehen, klar, es ist trotz allem traurig, aber er bietet es sich an, oder? Er weiß, er wird sowieso sterben, warum denn also nicht sein Leben noch für etwas Gutes nutzen? Aber wir tun hier noch, in diesem Part zumindest, etwas anderes. Yeah, totally. Come on, we've made it through worse. We'll find a way. I'm afraid there's no time. Tja, und auch hier wiederum R1. Du musst einen Weg geben. Muss es einfach. You know everything, Rowan. There's gotta be a way. I'm sorry, Miss Elise. Don't just float there, Muse. Use your powers to fix this. Ich kann Jules nicht sterben lassen. Ich kann einfach nicht. Let me go. It's for the best. If you don't kill me now, they'll just have to sacrifice you to get there. Hey, listen to your big brother, Luger. It's what he wants. It's not that simple. I know that! But what else can we possibly do? Nein, nein. Now you lose your nerve? Have you forgotten all the dimensions you destroyed to get here? Und das dürfte wohl der Punkt of No Return sein. Verdammt, nein! Luger. Will that be your final decision here? Nee. Oh, okay, hier ging es auch noch. Okay, gut. Then you'd better go home, Luger. You just don't have the stomach for this. Though I have to admit, that's what I love about... I'm sorry. But it looks like I will have to trouble you after all. Understood. Allow me. Gaius! Tja, und jetzt seht ihr bereits, L1, R1 unterscheidet sich nicht mehr. Wir sind bereits beim ersten Ende angekommen. It has to be this way. For the sake of this world, we must reach the land of Canaan. Luger! What? Wait! Luger, stop! What? Knock it off! Luger! Eat this! Oh! Elise! Why would you? What have you done? Er hat den Verstand verloren. Damn it! This is truly your decision? Das ist es leider, ein Kampf auf Leben und Tod. Und das ist der Grund, wieso ich vorhin gesagt habe, nehmt allen Charakteren die schwächste Waffe und rüstet sonst alles ab. Und sowieso ab Schwierigkeitsstufe 1, also sprich leicht. Weil wir müssen jetzt gegen alle nacheinander fallen. Wobei, das stimmt nicht ganz, sind nur 4er-Teams.
Also angenommen, ich würde das Shoot platt machen, wenn natürlich direkt der nächste nachkommt, aber die verbinden sich immer wieder, setzen mystische Arti und alles mögliche ein und später, wenn es zum Yuzi und Gaius kommt. Sorry, haben wir gar keine Chance, weil Mila ist sowieso nervig bis ohnehin. Eben geht nicht mehr. Jude, aggressiv wie sonst was und Rowan und Leia sind auch so übel. Also ganz ehrlich, wer es hier schafft, es schwer durchzuzocken. Gut, weil ich noch ein paar Fertigkeiten, die ich noch nicht habe, weil ich noch zu geringes Level und so habe, aber ansonsten. Was ich vergessen habe, na gut, geht natürlich nicht mehr, wollte eigentlich noch meine Verteidigung und so erhöhen. Gut, wie gesagt, geht es leider nicht mehr. Was mache ich jetzt noch ganz kurz? Ah ja, Frontalangriff! In der Regel, was ich auch empfehlen kann, ist einfach halt ein Gegner nach dem anderen anzugreifen. Also zu gucken, was sind die Schwächen, zum Beispiel jetzt hier bei Mila. Man sagt, okay, sie wie sie mit Dunkelheit angreifen und so. Natürlich mit Chromatus noch nachhauen. Das Problem ist aber, die wehren sich immer so schnell ab und die sind immer, ja, können sich halt gegenseitig schützen, das ist total nervig. Zum Beispiel hier, seine Schwäche ist Wind, Resistenz gegen Wind, sie natürlich auch. Ich würde sogar sagen, Licht ist fast am besten, am Anfang noch, war. Zunächst erst einfach mal draufhauen! Nein, verdammt, das war der falsche! Shoot wollte ich! Ich hätte auch wieso auch auf leicht zurückgestellt haben und vor allem die Waffen auch, weil die halt wie gesagt nicht so viel Schaden anstecken müssen. Moment, keine Sorge, ich mach gleich so jetzt. Verdammt, der hätte es noch besser machen müssen. Der Chromatus noch richtig einsetzen, gut, dann hat nicht mehr geklappt. Und weg hier. Aber es hat trotzdem, obwohl ich live gestellt habe, die machen ja trotzdem so viel Schaden. Und vor allem das, weil die mal in so einer Combo drin seid, kommt nicht mehr raus. Ihr könnt nichts blocken und so, die durchbrechen alles von euch. Und bereits vorbei. Aber jetzt seht ihr mal, was ich vorhin gemeint habe, von wegen, oh Scheiße, geht ja alles gar nicht. Natürlich geht es auch hier auf leicht. Also mal ganz kurz erklärt, jetzt geht es erstmal ins Eingemachte, sprich, ich brauche mal ein bisschen was zu futtern. 30% wird reichen. Mehr Defense und vor allem, wie gesagt, zuerst mal Shoot und Mila sind die wichtigsten. Das ist vor allem auch etwas, weil drin sind, die kommen alle miteinander auf ihn zu, ihr habt gar keine Chance. Chromatus! So, jetzt ganz kurz nächstes anvisieren. Mila wird sogar, wenn es geht, ohne Ding platt machen. Verdammt, nein, ganz kurz. Ja, verdammt, nicht mehr gereicht. Das war das mühsam. Ich versuche immer einen Platz zu machen, also normal halt mit Chromatus und dann noch mit der mystischen Art nachzusetzen. Das ist verdammt schwierig, ja. Aber keine Sorge, es ist möglich, ja. Also auch auf leicht, aber normal wäre es möglich, wenn ihr halt ein bisschen mehr geskillt seid. Ich weiß echt nicht, wie ich das am besten lösen würde. Mein theoretisch könnte ich jetzt natürlich auf Leia losgehen und die macht sowieso kaum was. Aber damals haben zu wenig. Ah, scheiße, mein Fehler, zu wenig TP gehabt. Aber seht ihr das wieder? Wenn ich einen angreife, können plötzlich alle miteinander nach. Das ist total zum Kotzen. Und das Item meinst du, muss erst stehen bleiben, ist natürlich auch klar. Und stehen bleiben tun sie auch nicht, die kommen alle miteinander nach. Wir können auch versuchen, auf Taktik und so einfach irgendwie abzustellen, oder? Aber es bringt leider nichts, habe ich auch schon versucht. Die verbinden sich trotzdem immer. Ich meine, klar, ist ja logisch, oder? Man soll nicht verbinden und so, sollen ja stark sein. Was besser als sich rausholen, aber für uns hier halt ist total kacke. Ja, also Gehalt, okay. Was cool ist, Chromatus halt regeneriert es trotzdem. Dann halt mindestens ein bisschen stehen bleiben und so, nicht bewegen. Kann aber gerade rausgehen. Das ist sowieso dämlich, wenn du zu Stein bist, du kannst gar nichts machen. Also nur Chromatus, der geht immer. Ich nehme jetzt extra die vor, weil die sowieso gleich alle down sind. Mir sowieso nicht mehr viel, nämlich ich glaube lieber Rowan war. Hä?
Ah, stimmt, das war ja Stufe 1. Entschuldigung, ich dachte gerade, hey, wieso geht das jetzt nicht? Bei Stufe 1 ging er noch nie. So, Elise ist eigentlich nicht ein großes Problem, die könnt ihr ruhig ein bisschen ignorieren. Klar macht sie auch mit ihrer Finsternisart ein bisschen was her, aber mit den anderen eher ein bisschen schwächer drauf. Deswegen, vor allem Mila und Rowan sind es wichtig, nachher Muse und Gaius. Ja, Elvin sowieso mit der Kombi. Also immer gut, kann gerade ein bisschen. Das Problem ist halt auch, teilweise kann es eine Art gar nicht ausweichen. Das geht manchmal gar nicht. Genau das, Mann. Das ist teilweise so fies. 4 gegen 1. Ja, wieder besiegt. Ich habe zwar noch ein Ende bereits aufgenommen, weil ich dachte, wenn ich das nochmal so in der Reihenfassung aufnehme, dann könnte es das gar nicht richtig funktioniert, aber naja. Also ich hoffe, dass das ohne Schneiden hinkriegen, sonst muss ich das Ganze halt schneiden und euch das andere Ende zeigen, das sprich, dass ich bereits aufgenommen habe. Es ist einfach übel, kannst machen, was du willst. Calm down. You have to listen to us. You have to stop! Do you know what you're doing? It's too late. He's not holding back. Please calm yourself. You must listen to reason. It can't be like this. Ja, natürlich sowieso. Die können da irgendwie in einer gewissen Zeit, sobald ich sie angreife, können sie wieder aus dem Modus rauskommen und so. Das ist doch knapp, ey. Ich hasse, wenn ich verwirrt bin. Vor allem, wenn du alleine bist, du hast keine Chance mehr. Keinen Plug gekriegt. Keinen einzigen. Das heißt, nur weil zu 4 auf mich los sind. Ey, Leute, ganz ehrlich, wie krass musst du da sein? Ja, einer wäre schon mal platt. Das bringt uns natürlich nicht sehr viel jetzt in diesem Sinne. Weil ich Mila eigentlich auch noch platt gekriegt hätte müssen. Ja, dummerweise keine Finsternisarte drauf. Ja, kommt doch nur. Lalala. Wer hat denn das vorhin gemacht bei der letzten Aufnahme, wo ich wie gesagt das bereits mal gemacht habe, erst mittendrin gemerkt habe, oh, ihr könnt die Schwierigkeit natürlich auf leicht zurückstehen, dann geht es natürlich einfacher. Ich meine, es ist schon leicht, ihr merkt es vor allem deswegen, weil sie natürlich weniger KP haben als vorher. Also ein Kampfwehr ist normal, also leicht normal, zumindest hier ist etwa gleich. Wenn du noch nichts mehr immer. Ja, Mann! Ich kann doch nichts anderes machen! Irgendwie mal stehen bleiben oder so geht nicht. Nee, ist klar. Nee, okay, das war's wieder. Jetzt brenne ich auch noch und. Nee, das ist total nervig. Zum Glück habe ich das bereits einmal richtig aufgenommen und wusste. Okay, ich kann es zwar versuchen, dann nochmal irgendwie so hinzukriegen, in einem Durchlauf und so, ohne zu schneiden, aber. Hier war irgendwie schon klar, dass es vermutlich nicht mehr klappen wird. Dass ich dieses Glück wohl nur einmal hatte. Jetzt komme ich nicht mehr hoch und so, kann nichts mehr machen, keine Chance mehr. Man will einfach in den Kombos drin halten. Ja klar, jetzt ruft der Ifrit, war die Kombi. Alter, ist die Kacke. This cannot be. Can I get a do-over? Das ging jetzt allerdings schnell. Why does it have to be like this? Kann ich auch nicht sagen. So far for your brother? So, jetzt aber ganz schnell nochmal ganz kurz heilen, weil ich bin wie gesagt ein bisschen angepisst. Wow. Okay, jetzt sind es noch 4. Vor allem Gaius ist hier sehr, sehr übel.
Oh Mann, ey, lalala. Wenn ich Glück habe, muss er doch nicht die anderen Aufnahmen noch zeigen. Na gut, so 2-3 Mal haben wir es gemacht, wa? Von dem her geht's eigentlich noch. Mann, Luko! Man rennt mal was! Das war knapp. Okay, ich sehe schon geil, das macht nicht allzu viel. Wundert mich gerade ein bisschen. Ich hatte eine Stärke in Erinnerung. Von dem Luftangriff, du kannst hier oben nichts machen. Na klar, man sieht, sie sind nicht so stark, wie sie sein können, aber das ist einfach nur übel. Ich brauche dringend mehr TP, wenn ich schon mal dabei bin. Mann, komm schon, Luko! Boah, das war wieder mal knapp, ey. Was treibt ihr wieder da für eine Scheiße? Ist das unbedingt auf Gaius los, oder ist das natürlich gleich der Stärkste nach Muse? Muse macht eigentlich nicht so viel jetzt gerade, das ist natürlich sehr gut. Wieso lebt er noch? Na, ich wollte schon sagen, wieso lebt der Alte noch? Okay, Freunde, wir kriegen es doch noch hin. Alles in einer Aufnahme, ist das geil. Au, au, au. Voll den Arsch hinein. Ganz ehrlich, Muse, wie gesagt, jetzt eine mächtige Arte drauf macht, aber sonst nicht viel, dann ist sie doch die nächste halt. Sagen wir so, nice Charge. Aber ich komme nicht durch die Verteidigung. Klar, wir machen ein bisschen Schaden, na toll. Dass ich nicht zurückstecken kann, dann muss ich irgendwie eine andere Fertigkeit haben. Also ich würde ganz ehrlich sagen, Leute, wenn ich euch das Ganze nochmal empfehlen würde und nochmal das Ganze nachzocken würde, mindestens Level 70, weil ich glaube schon, ihr braucht da echt viel mehr Fertigkeiten und viel mehr coolere Arten, mit denen ihr das Ganze halt ohne Komatus lösen könnt. Und vor allem natürlich auch gemäßigt und schwer sogar. Muss in der Regel hier auch ein bisschen doof, weil sie immer ausweicht. So, und gleich haben wir das traurige Ende erreicht, Leute. Das wahrhaftig traurige Ende. You threw away everything for me. So, this was all in vain. This is the world I wanted too.
Jetzt echt die Credits, wollen wir verarschen? Nun gut, ja, wir werden uns natürlich noch ein bisschen die Credits reinziehen und so. Im nächsten Part geht es dann hier weiter mit dem regulären Kapitel 5, sag ich jetzt mal. Also sprich, falls wir uns nicht dazu entschieden hätten, nicht gegen unseren Bruder anzutreten, sondern ja, dass wir halt ihn als Seelenbrücke benutzen müssen. Was jetzt durchaus dann passiert ist, wir können es nicht genau sagen, aber schätzt mal, die meisten sind davon gestorben. Muse und Mila sind wohl wieder zu Geister geworden, also Muse war sowieso ein Geist, das sowieso. Aber Mila hat wohl ihren Körper auch wieder verloren und ja. Ein richtiges Feedback, ein richtiger Abschluss, mein Fazit, das bringe ich dann natürlich erst beim dritten Ende, beim wahren Ende, wenn das Spiel wirklich vorbei ist. Jo, was gibt es sonst zu sagen? Ein paar ein bisschen länger gedauert, okay. Hätte ich es gewusst, dass es wirklich so grausam schwierig ist, oder hätte ich es noch besser machen können, von wegen, dann den ganzen Part nochmal zum dritten Mal von vorne aufnehmen und einfach sagen, komm, ich nehme den anderen alle ihre Waffen weg, die ganze Ausrüstung und stelle es auf leicht. Und dann versuchen wir es gemeinsam nochmal. Hätte ich ja auch machen können. Aber ihr habt es gesehen, wo die Schwierigkeit lag. Auf normal oder schwer, also vor allem schwer, da müssen wir echt mal zeigen, wer das schafft, auf schwer das hinzukriegen, weil ich meine, klar, du kannst theoretisch die ganze Zeit rumrennen und warten, bis auch ein bisschen stehen bleiben, du deinen Komatus auffüllen kannst, aber das klappt auch nicht so, weil die anderen haben natürlich auch Arte drauf, mit denen sie dir einfach mal ganz fiesen Weg abschneiden können, irgendwie die Hälfte des Spielfelds auch einnehmen, zum Beispiel da Muse da auch so eine fiese Arte drauf, mit der es einen Feuerball in der Mitte beschwört und du einfach getroffen werden musst, das geht gar nicht anders, kommen natürlich die anderen zu viert auf dich zu, die steigen auf dich ein, du hast gar keine Chance, was zu machen. Und glaube, eine Fertigkeit, mit der wir uns eigentlich wehren könnten, während wir angegriffen werden, habe ich jetzt bei Lugo noch gar nicht gesehen. Kann natürlich auch sein, dass ich auf ein höheres Level brauche für die Fertigkeit und dann klappt's. Okay, aber ich behalte es einfach mal auf Level 61, ist also normal. Ja, vielleicht normal ist es vielleicht noch möglich mit viel Geduld. Aber schwer wird es einfach stark, dass es möglich sein soll. Nun gut, das war also wie gesagt das erste Ende. Ein Ende, was mir persönlich sehr missfällt, was ich gar nicht verstehen kann. Klar, ich meine, wir haben es bereits mal gesehen, Lugo bzw. Victor halt, in anderen Dimensionen, der war ja auch so ähnlich drauf und hat ja Julian auch getötet. Ja. Klar, es war vielleicht ein bisschen viel für ihn auf einmal, von wegen, ja, jetzt muss mein Bruder auch noch opfern, nur für eine so dämliche Seelenbrücke, oder? Nur damit er da hochkommt, was soll der ganze Mist? Also deswegen gleich die ganze Fassung verliert und auf seine Freunde losgeht, die uns ja auch schon über 90 Parts begleitet haben, ne, wohlgemerkt. Also, ja, für meinen Geschmack ein bisschen zu weit hergeholt. Nun gut, würde ich mal sagen, trotz allem vielen Dank fürs Zusehen. Das war Part Nummer, Moment, ich habe es gerade mal erwähnt, ich habe es natürlich aufgeschrieben. Part Nummer 94, das erste Ende, 2 Brüder. Im nächsten Part geht es dann weiter und ich glaube auch noch im Kampf gegen Kronos und Beasley Bakur war. Also muss irgendwie so sein, alles andere wäre ein bisschen Quatsch. Vielleicht kommt auch noch ein Kampf gegen Olchin oder alte Maxwell kehrt zurück, was auch immer. Auf alle Fälle geht dann das eigentlich Kapitel 15 endlich los und damit natürlich auch schon bald Kapitel 16 und das Ende des Spiels. Bis dahin, ciao zusammen.